Sie haben schon eine Weile gesucht, wo er plötzlich etwas hinter einem hohen Gebüsch rascheln gehört hat. Und da ist sie gelegen. Der Mike war sofort auf dabei, während Nicole ihre Brüder nur anstarren konnte. Ah, die Schmuse! Und Kalle, seine Schwester, knutscht mit dem Mike! Weil sie sich auf dem Gelände weit verteilt haben, hat Sascha natürlich laut rufen, bis seine Kumpels gekommen sind. Bad Boys, kommen schnell alle hierhin! Und das ist natürlich nicht ohne Folge geblieben. In der Bungalow sind schon die Lichter angegangen. Und plötzlich hat der Kalle Verbarmen mit seiner Schwester bekommen. Los, haut ab, bevor euch jemand sieht. Danke, kleiner Bruder. Hast du etwas gut bei mir? Schnell sind die beiden im Dunkeln verschwunden. Dann hat der Kalle schon den Big Siggi gesehen. Das ist nicht wahr. Sagt mir, dass das nicht wahr ist. Was meinen Sie, Herr Schlüter? Wie ich das meine? Ihr spuckt da mitten in der Nacht um, irgendjemand brüllt unverständliches Zeug um und du fragst, wie ich das meine? Es ist meine Schuld, Herr Schlüter. Das hättest du mir nicht sagen, Kalle. Also, welche Ausrede hast du jetzt? Hat euer Hund vielleicht Gassi gehen? Es ist wegen meiner Schwester. Sie war nicht im Zimmer und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Darum haben wir uns nochmal angelegt und sind sie suchen. Das stimmt, Herr Schlüter. Wir haben sie auch gefunden. Sie hat knutscht. Mit dem Mike. Das stimmt nicht, Herr Schlüter. Ich weiss auch nicht, was der Sascha meint. Wir haben sie getroffen, sie ist noch ein bisschen spazieren. Der Mike hat sie begleitet. Ja, und wo sind Sie jetzt? Da sind wir. Wir sind tatsächlich spazieren. Wir haben uns in Ruhe voneinander verabschieden. Das ist alles. Und umgeknutscht, das haben wir. Stimmt das? Jo, aber ich verrate meine Schwester nicht und den Mike schon gar nicht. Jetzt langt's. Das ist kein Schulausflug, sondern ein Horrorfilm. Ich will jetzt nichts mehr hören. Weder von Magenverstimmungen, noch von hungrigen Hunden und auch nicht von Abschiedsszenen. Meine Nerven liegen blank und ich trampel dann drauf rum. In 5 Minuten sind wir im Bett. Ich wollte euch nicht mehr sehen. Fut, tack, weg, dali. So sind alle zu ihren Bungalows zurück. Der Kalle und seine Mitarbeiter haben sich ein bisschen länger Zeit gelassen. Hey, der Tausendschön ist weg! Das ist doch nicht möglich. Du lässt ihn doch nie aus den Augen. Oh, das sind nur Nadine und Daniela schuld. Sie haben mit ihm spielen. Und ich habe ihn auf den Boden gesetzt und dann irgendwie vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Von dieser Klassenreise muss ich mir mindestens 3 Wochen erholen.